Hochtechnologie, Internet, all das ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Beispiel ein iPhone von Apple oder Google, wenn es um Suchmaschinen geht. Aber ist das auch etwas fürs Depot? Fragen dazu an Gerd Hecker von Huber Reuss und Kollegen hier auf dem Vermögenstag der V-Bank in München. Herr Hecker, ist mal ganz grundsätzlich gefragt, warum ist Hightech so wichtig, nicht nur für den täglichen Bereich, sondern auch fürs Depot? Ja, es ist eine ganz wichtige Entwicklung zu sehen. Die Technologie verändert die Welt komplett. Das Problem ist, diese Technologie in Form von Aktieninvestments zu greifen, ist sehr, sehr schwierig, weil einem auch oftmals das Know-how dafür fehlt, diese Firmen zu beurteilen. Aber aus meiner Sicht ist es für den Investor ein unbedingtes Thema, dort engagiert zu sein, weil ich das als finanzielle Lebensversicherung für unser Kapital sehe. Denn diese Entwicklungen, die wir momentan vorfinden, bewirken, dass die Firmen aus alten, etablierten Branchen möglicherweise schon sehr bald extrem unter Druck kommen werden und um ihr Geschäftsmodell fürchten müssen. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Entwicklungen gesehen. Sie kennen die Firma Amazon. Diese Firma greift letztendlich weltweit Firmen aus dem Konsumbereich an, indem sie auf einer Plattform viele Produkte anbietet. Das wird sich noch immer mehr forcieren und es wird in andere Bereiche gehen, an die wir heute noch gar nicht denken. Sie haben jetzt Amazon genannt, es gibt wie gesagt auch andere. Ich habe kurz das iPhone von Apple genannt und nicht nur das, auch das iPad. Auch das geistert hier ja ganz häufig rum auf dieser Messe, Herr Hecker. Aber sind diese Unternehmen, auch gerade mit dieser Wahnsinnsmarktkapitalisierung, die Apple ja mittlerweile hat, nicht schon zu teuer, fragen sich viele Anleger? Also insbesondere bei Apple kann man nicht unbedingt davon sprechen, dass die Aktie teuer ist. Wenn Sie das analysieren, stellen Sie fest, die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 700 Milliarden US-Dollar. Das ist sicher die höchste derzeit auf der Welt, aber Sie haben ja einen Cashberg, den Sie dort vorfinden, von ungefähr 200 Milliarden, sodass Sie für die 500 Milliarden Unternehmenswert, die Sie ungefähr bezahlen, haben Sie eine Rendite von fast 10% bei fast 50 Milliarden Gewinn. Der Vorteil dieses Unternehmens ist ja auch der, dass es ja nicht nur von diesen alten, etablierten, bekannten Produkten abhängen wird, sondern vielleicht in Zukunft auch in andere Branchen hineinstechen wird, wie zum Beispiel die Zahlungsverkehrsthematik und dort im Bereich Bankgeschäfte auf einmal den Banken Konkurrenz machen wird. Diese Dinge, die sind heute eigentlich gar nicht eingepreist. Nein, man rechnet eher damit, dass die Margen verfallen. Sonst wäre die Aktie aus meiner Sicht deutlich teurer zu bewerten, als sie heute ist. Auch eine Facebook ist am Ende dann doch gut gelaufen, nachdem es ja nach dem Börsengang etwas geholpert hat. Was muss passieren im Kopf der Anleger? Was können Sie dazu tun als Profi, dass man faktisch die nächste Facebook oder die nächste Apple schon in einem sehr frühen Stadium erkennt? Muss man dann Trendscout sein? Also ich glaube, es ist extrem schwierig, sich in einzelne Titel zu engagieren und zu glauben, die nächste Facebook oder die nächste Google zu finden. Das halte ich für eher unrealistisch. Da können sich Spezialisten mit abgeben, die in der Technologie zu Hause sind. Ich halte das für mich so, ich glaube, dass es extrem interessant ist, sich den Nasdaq 100 Index mal genauer anzusehen, weil in diesem Index werden am Ende die bedeutendsten Unternehmen gefiltert, die diese Marktmacht und diese Position erreichen. Sie brauchen sich im Prinzip dort um gar nichts zu kümmern, denn Sie werden dort eine Apple finden, Sie werden eine Google finden und eine eBay und andere wichtige, bedeutende Firmen aus der Branche. Und sollten die ihr Geschäftsmodell und ihre Macht nicht aufrechterhalten können, werden sie aus dem Index fliegen. Und es ist halt so, dass viele sich dort ungern engagieren, weil sie schlechte Erfahrungen hatten aus den 90er Jahren. Aber da muss man schon die Situation ein bisschen differenziert betrachten, denn damals bestanden die Firmenwerte aus Fantasien und Visionen, heute aus Fakten. Die Firmen sind größtenteils etabliert, machen fantastische Gewinne und sind zwar optisch nach normalen Bewertungskennzahlen relativ hoch bewertet, aber die Börse ist nicht unklug. Die Börse denkt auch voraus und wird natürlich die Chancen sehen, dass in den nächsten Jahren sich eine Art Flaschenhals herausbilden könnte, wo man einfach erkennt, dass diese Firmen die Gewinne der Zukunft auf sich vereinen werden. Und das zahlt der Markt heute voraus. Und deswegen sind KGVs von 30 im Schnitt möglicherweise ein Schnäppchen, wenn Sie das in 10 Jahressicht
nach vorne betrachten. Also Ihr Fazit demnach, Hightech gehört unbedingt ins Depot, Thema 1, und vor allen Dingen nicht unbedingt nur auf Einzelwerte setzen, da könnte man sich durchaus auch mal die Finger verbrennen, sondern in einen Korb von Hightech-Werten gehen. Ich würde in einen Korb von Hightech-Werten investieren, weil es dem normalen Anleger eigentlich fast nicht möglich ist, die Unterscheidung zu treffen, ob die Firma die Chance hat, sich durchzusetzen oder nicht. Herr Hecker, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war Gerd Hecker von Huber Reuss und Kollegen hier auf dem Vermögenstag der V-Bank. Ich wünsche Ihnen noch sehr, sehr gute und erfolgreiche Gespräche hier und sage danke, bis zum nächsten Mal. Gerne.